Genau, was besprechen wir heute, beziehungsweise für die das später werden sehen, was ist das Thema von der heutigen Stunde vom Cola Podcast? Das ist das fixierte Thema da unten, Artist-Musikhörer-Beziehung. Es gibt ein bisschen verschiedene Begriffe dafür oder Worte dafür. In der Fachsprache nennt man es CRM, in der Musikmarketing-Fachsprache, also alles, was mit Customer Relationship Management zu tun hat. Aber weil das alles sehr kompliziert und langweilig tönt, reden wir da eigentlich vom gleichen sinnbildlich, nämlich einfach deine Beziehung als Künstler oder Künstlerin zu den Musikhörern oder zu deinen Supporter, sozusagen. Und wir gehen so ein bisschen, wahrscheinlich in dieser Stunde, so ein bisschen als kurzes Intro, gehen wir durch, wieso überhaupt die Kundenbindung oder man kann es auch Kundenbindung nennen, eben, es gibt verschiedene Begrifflichkeiten dafür, wieso die Beziehung zwischen der Artist und Musikhörer überhaupt so wichtig ist, was es mit dem CRM auf sich hat, wieso dass vielleicht gewisse Leute, die das später werden sehen, die Episode, oder jetzt zuschauen, wieso das könnte vielleicht allenfalls interessieren, was es mit Social Media Kanal auf sich hat und was das für die direkte Beziehung eigentlich tut oder was das alles zu bedeuten hat, ob das wichtig ist mit dem Social Media Kanal oder ob es da vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt, Beziehung aufzubauen mit seinen Musikhörern oder Musikhörerinnen. Von dem her, wir dort ein bisschen den Unterschied zwischen einem direkten Draht und einem indirekten Draht zu deinen Fans und zu deinen Musikhörern, wir ein bisschen darüber sprechen. Und für die da neu dazugekommen sind, willkommen und cool, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, wir reden ein bisschen über das Thema Artist-Musikhörer-Beziehung, oder in der Fachsprache halt CRM, Customer Relationship Management, um es ein bisschen professioneller auszudrücken. Und die Stunde soll einfach ein bisschen darum gehen, das ganze Thema, die Grundlagen so ein bisschen zu erwähnen und ein bisschen bewusster können mit dem umgehen, was es eigentlich mit dieser Kontaktpflege auf sich hat. Wenn man jetzt Künstler oder Künstlerin ist und sagt, hey, man hat da irgendwie einen Stamm von 100 oder 200, 300, 400 Leuten und man will dort irgendwie mehr machen oder das Optimum rausholen, sage ich mal, und mehr machen als jetzt einfach nur ein paar Posts auf Social Media. Darum die Folge, die Episode ist so ein bisschen dieser ganzen Kontaktpflege ein bisschen gewidmet und vielleicht auch ein bisschen Inspiration für die, wo jetzt ein bisschen mehr machen wollen mit ihren Die-Hard Supporter oder mit ihren Musikfans. Und einfach ein bisschen die Basis vielleicht, wo man hat von Musikhörern und Musikhörerinnen, die einem vielleicht schon zuschauen, wie man die besser koordinieren oder organisieren kann. Das schauen wir uns so ein bisschen an in dieser Stunde. Ich hoffe, man hört mich gut. Für die da jetzt schon eingeschaltet haben und sonst der Rest wird das nachher nachträglich noch sehen. Natürlich gibt's das Ganze auch für die komplett neu sind, gibt's das Ganze auch als YouTube-Channel und der Cola Podcast. Allerlei Themen zu der Schweizer Musikindustrie beziehungsweise zum Schweizer Musikbusiness. Wenn euch das interessiert, der Simon ist auch noch da. Und ich würde mal sagen, wir starten halt so mit dem Thema, um ein bisschen einen Hintergrund zu geben, sage ich mal. Und für die, wo generell das Thema unten im Chat sehen und irgendwie Input dazu haben, können das sehr, sehr gerne alles in den Chat rein tun und dann kann ich auch ein bisschen drauf eingehen. Aber wieso habe ich das jetzt spezifisch, das Ganze so Artist-Musikhörer-Beziehung zu einer ganzen Folge machen, weil halt auch rein das Bewusstsein ein bisschen vergrößert werden muss bei vielen Künstlern und Musikschaffenden da draussen, dass die man nennt es halt auch ein bisschen in der Fachsprache Direct to Consumer, also D2C abgekürzt, den direkten Draht zum Endkonsument sozusagen, dass die Beziehung historisch gesehen, also wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit geht, immer schon in der Musikbranche immer schon von Künstlern direkt zu Endkonsument war. Also das ist jetzt nicht etwas Neues, über das ich da rede. Das gibt's schon länger, die Erfindung. Und in der Geschichte, wenn man so ein bisschen das zurückverfolgt, der Kai ist auch noch da, cool, dass er da eingeschaltet hat. Wenn man das so ein bisschen zurückverfolgt, dann wird man schnell merken, dass halt überall dort, wo es etwas
etwas Kulturelles erschaffen worden ist oder irgendein Konsumgut, wo für die Gesellschaft kulturell wichtig war oder für irgendwelche Hörer oder Augen da draussen, ist meistens, dass die Beziehung halt direkt mit diesen Künstlern oder Künstlerinnen aufgebaut wurde, weil auch niemand, sage ich mal, da draussen, und wir kommen nachher noch ein bisschen tiefer in das rein, aber niemand da draussen die Beziehung, sage ich mal, die kulturelle Beziehung oder die Nähe zum Endkonsument so gut aufbauen kann in dieser Musikbranche, in diesem Musikspiel, wie der Künstler selber mit den Musikhörern. Wieso das eben so ist, kommen wir nachher noch ein bisschen dazu, aber einfach, dass man da ein bisschen versteht, dass es so die direkte Beziehung zwischen Artist und Musikhörer, Musikfan eigentlich schon immer gehabt hat. Und jetzt gibt's halt in der modernen Musikbranche, im Musikbusiness gibt's vielleicht ein paar Player mehr, die dort noch mitspielen, aber um das gehen wir jetzt alles noch ein bisschen ein. Aber wieso sage ich jetzt das am Anfang mit dieser Historie, mit dieser Direct-to-Consumer-Historie, zum auch ein bisschen aufzeigen, diesen Künstler und Künstlerinnen da draussen, die vielleicht schon eine Follower-Base haben, egal ob das jetzt 500 Follower sind oder 1000 Follower, die man selber hat, die da jetzt dazu schauen. Ich kann das am Anfang nehmen, einfach zum auch ein bisschen aufzeigen, das ist nicht etwas Selbstverständliches. Oder es ist da, sage ich jetzt mal, nicht so Selbstverständlichkeit dahinter, dass einem Leute folgen. Ihr wüsstet das jetzt vielleicht aus dem Privatleben, sage ich mal, die meisten, die jetzt einfach privat interessiert sind und da vielleicht zuschauen, dass es nicht etwas Selbstverständliches ist, dass du plötzlich 1000 Augen oder 2000 Augen, Control ist auch noch da und der Kohli, cool, dass er eingeschaltet hat, aber es ist nicht etwas Selbstverständliches, dass du eigentlich Follower generieren kannst für etwas. Und es zeigt natürlich schon als Musiker oder Musikerin, dass du etwas machst, wo irgendwie kulturell so interessant ist, dass dir überhaupt Leute gewillt sind zu folgen. Und man darf, das ist eben ganz gefährlich auch, darum wird das Bewusstsein auch ein bisschen für das auflockern. Es ist eben gefährlich, wenn man so mit so einer Selbstverständlichkeit an die Sache angeht, weil das eigentlich nicht etwas Normales ist. Und ich werde nachher ein bisschen den Kreis schliessen in dieser Episode, wieso man das auch nicht als etwas Normales anschauen sollte. Aber ich gehe so in dem Skript, das ich jetzt gemacht habe für die Episode, so Artist-Musikhörer-Beziehung, bin ich immer so ein bisschen aus der Perspektive ausgegangen für Leute, die da jetzt dazu schauen vielleicht, die so irgendwo bei 500 Follower sind oder bei 1000 Follower und so ein bisschen mehr aus dieser Beziehung mit diesen Musikfans oder mit diesen Followern machen. Frau Blum ist auch noch da, cool, dass ihr da eingeschaltet habt, es wird sicher spannend. Für die da jetzt später dazu geschaltet haben, wir reden halt Fachsprach oder fachmännisch über CRM, Customer Relationship Management, oder aber auch, wenn man jetzt Musikschaffende ist, deine Beziehung sozusagen zum Konsument, zum Endverbraucher. Also alles, was euch zu dem Thema einfällt, sehr, sehr gerne bitte in Chat, so egal was es für ein Input ist oder irgendwelche Fragen. Und dann kann ich nachher so ein bisschen drauf eingehen. Und ja, um ein bisschen dort auch das Ganze auszubalancieren, oder wieso ich jetzt am Anfang gesagt habe, das ist historisch auch immer schon beim Künstler oder bei der Künstlerin selber gewesen, die direkte Beziehung mit dem Musikhörer. Und dass das auch nicht etwas Selbstverständliches ist, sage ich jetzt mal in der allgemeinen Gesellschaft, muss man auch den zweiten Punkt dort durch verstehen, dass der Künstler oder Künstlerin da aussen, auch in der Schweiz, für die Schweiz gilt das auch, sozusagen wie der Gatekeeper zu den Endkonsumenten darstellt. Was meine ich jetzt damit? Niemand, also sprich keine andere Brands oder keine andere Unternehmen, egal wie gross sie sind, oder auch Medien, die geniessen nicht so einen hohen Stellenwert im Vergleich wie Künstler oder Künstlerinnen, wenn es um die Endkonsumenten geht. Sprich, mit der Musik, die man macht, genießt man eine viel, viel höhere Bedeutung als jedes Unternehmen, das da aussen genau die gleichen Leute vielleicht ansprechen will. Oder die gleichen Musikfans. Frau Blum schreibt da, wie standardisiert versus wie individuell auf Comments antworten. Versus wie individuell auf Comments antworten. Standardisiert. Zum Beispiel, ja, Frau Blum, wenn du meinst, auf
auf die Musikhörer betrachtet, ja, auf die Musikfollower, die dir folgen, ist natürlich einer von diesen Punkten. Voll. Ob du jetzt eher individuell auf alle eingehst, und zu dem kommen wir nachher ein bisschen noch. Ich habe jetzt am Anfang eher so ein bisschen aufzeigen, weil ich halt auch ganz oft höre, und es geht ein bisschen in andere Episoden auch, was ich schon gemacht habe, dass ich von Künstlern und Künstlerinnen da raus irgendwie so einen Machtverlust raushöre, wenn es darum geht, wer eigentlich am nächsten an den Endverbraucher ist, am Endkonsument. Und die Wahrheit und die Realität, die auch die meisten Firmen da draussen kennen und alle Labels und irgendwelche Brands, ist immer noch, auch im 2020, sage ich mal, und für die nächsten Jahre, ist die Beziehung von Künstler zu Musikhörer ist immer noch am nächsten. Was habe ich jetzt vorher gemeint mit dem Brands und Unternehmen? Man muss einfach ein bisschen verstehen, dass irgend so eine Milliarden Franken Company da aussen, Firma, wo selbst Unternehmen, wo Millionen oder Milliarden machen, auch die müssen sehr viel Geld in die Hand nehmen, um an die Follower anzukommen, wo du vielleicht auf deinem Social Media Profil hast und dir folgen. Vielleicht ist das ein bisschen schwierig zum Nachvollziehen. Ich komme da nachher noch ein bisschen drauf. Aber, Frau Blum schreibt da noch immer auf alles antworten oder nur ab und zu, je nachdem. Ja, das sind zwei Strategien auch. Frau Blum hat das da schon sehr gut, gesagt, weil man wieso ja beide Wege könnte gehen. Es könnte halt eine Strategie sein, dass man eher eine distanzierte Beziehung aufbaut mit Musikhörern. Es gibt beides, habe ich jetzt spontan, wie es mir einfällt, oder ergänzen zu dem, was Frau Blum gesagt hat, dass du halt eher distanziert vielleicht mit den Leuten umgehst und halt eher seltener irgendwie postest oder irgendwie kommunizierst oder halt auf alles individuell antworten, wie Frau Blum das vorher gesagt hat. Egal für was man sich beschließt in dem Kontext, muss man einfach wirklich verstehen, dass die organische Beziehung, sage ich mal, die ist immer noch wirklich am stärksten von dir als Künstler oder Künstlerin zum Musikhörer. Direkt, sage ich jetzt. Wieso wiederhole ich das auch? Weil das wichtig zu verstehen ist, wenn man jetzt würde irgendwann beschließen, mit Unternehmen zusammen zu arbeiten, Brands, Labels, was auch immer, und einfach muss verstehen, es kann sein, dass die vielleicht das Geld haben oder jetzt mehr Kohle haben, aber bei denen, dass die gleichen 500 oder 1000 Follower ansprechen können, wo dir halt zuhören und zuschauen, ohne dass du sie zahlen musst, sage ich jetzt mal, für genau die gleichen Leute müssten halt so grössere Unternehmen sehr viel Geld in die Hand nehmen. Und dort versteht man nachher vielleicht auch die Macht, von der ich da rede, dass die Follower oder die Leute, die einem folgen, man nicht als selbstverständlich anschauen wegen dem, weil da eine sehr grosse Wertigkeit dahinter ist, hinter diesen Verteilern und hinter diesen Follower. Immer auf alles antworten, und auf negative Hate-Comments antworten, ist da die Frage von der Frau Blum. Ist eine spannende Frage in diesem Kontext, so, da können sicher vielleicht ein paar andere dann später sich auch noch Gedanken dazu machen, oder die da schon zuschauen, ob man auf negative Hate-Kommentare auch antworten soll. Jeder kennt das wahrscheinlich schon, wo jetzt ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, als Musikschaffende, dass das Gemeine ist ja ein bisschen, dass von 10 Kommentaren, wo halt 9 positiv sind und eine ist negativ, sticht halt immer der Negative raus, anstatt die 9 positiven, weil halt irgendwie die Faszination da ist, glaube ich, im Kopf unterschwellig, dass man halt irgendwie eine Negativität so präsenter sieht als Positivität. Ich glaube jetzt nicht, dass es eine Faustregel würde dazu geben. Spontan würde ich eher dazu sagen, dass man sich, wenn immer möglich, eher auf die positiven und ausführlichen, also nicht nur blindlings auf alle positiven Sachen soll fokussieren, aber wenn, dann nehmt halt die Kommentare ernst, wo sich jemand wirklich Zeit genommen hat und vielleicht auch etwas daran auszusetzen hat. Halt so wirklich Hate-Comments, wo halt plump gar nichts zu sagen haben,
muss man jetzt nicht, ausser man wird sich jetzt einen Spass daraus machen und selber ein bisschen trollen als Künstler oder Künstlerin, würde ich mir jetzt nicht da gross Zeit nehmen, um auf die antworten. Es sei denn, man ist so clever und kann das wiederum in Content verwandeln. Es gibt halt dort Strategien von internationalen Künstlern, die halt nachher irgendwelche negative oder Hate-Wellen oder Comments nehmen und das einfach umkehren in Content, in Gratis-Promo und Content für sie. Ist aber ein sehr schwieriges Spiel, sage ich mal. Das ist nicht sehr, sehr einfach. Mit unerfahrenen, sage ich mal, Kommunikationsprofis unter diesen Künstlern ist es nicht so einfach, auf die negativen Kommentare das irgendwie ins Positive umzuwandeln. Darum, das ist jetzt eher auf Beginner-Level, würde ich mal sagen, würde ich mich da eher auf konstruktive Kommentare kümmern oder fokussieren. Kohli schreibt an euch, würde nicht, außer du hast ein funny-ass Comeback. Genau, das meine ich, Kohli, dass es ein bisschen kannst flippen. Wieder James Blunt, genau. Frau Blum gibt da natürlich eine sehr gute Referenz für die sie nicht kennen, wie der James Blunt auf Twitter zum Beispiel amix reagiert auf gewisse Kommentare. Das kann man sich auch sehr, sehr gut anschauen als Beispiel, weil er das extrem gut macht. Und der James Blunt natürlich jemand ist, der schon so lange im Business ist, dass er auf halt alles auch ein bisschen Antwort hat oder irgendein Comeback, wie der Kohli das da auch schreibt. Aber für den Anfang, sage ich jetzt mal, würde ich eher mit den positiven Kommentaren arbeiten. Man muss aber auch ein bisschen verstehen, so wie ich es von internationalen Beispielen kenne, dass der Hate, sage ich einmal, auch wenn das nicht schön ist, dass eine gewisse Negativität auch mit dem kommt, aber es stimmt ein bisschen, wenn man so das Saying hat, dass bevor nicht irgendwelche Hater-Comments kommen, hast es du wahrscheinlich auch gar noch nicht richtig geschafft oder bist gar noch nicht richtig angekommen. Sprich, wenn alles in deinem Feed positiv ist, kann das sein, das passiert meistens halt bei absoluten Newcomer oder bei Leuten, die halt ganz, ganz am Anfang sind. So wie bei meiner Plattform, jetzt sage ich jetzt da, bei dem Channel, beim Cola Podcast, der ist halt noch so neu und hat halt so wenig, ist halt noch am Wachsen. Und da wird jetzt niemand am Anfang auf die Idee kommen, zu haten, sage ich jetzt einfach mal. Also du musst auch eine gewisse Grösse erreicht haben, dass überhaupt Leute sich würden Zeit nehmen, etwas Negatives oder dich anfangen zu hassen, blöd gesagt, so. Das ist jetzt mehr aus der Musikmarketing-Perspektive, aber man hat auch, sage ich mal, etwas richtig gemacht, wenn es auch so das Yin und Yang, wenn es positive Kommentare gibt, aber auch negative. Aber absolut treffende Analyse auch von der Frau Blum oder einen guten Input, weil das sehr, sehr gut da reinpasst in die ganze Thematik. Sie schreibt dann noch, muss halt auch natürlich sein. Wenn es forciert ist das auch nicht cool. Ja, voll. Und ich würde auch meinen, die Finger davon lassen, wenn man wirklich nicht eine gute Strategie hat und sich da überlegt, wie man, sag ich mal, so Hate-Kommentare jetzt wird entgegnen. Aber ich sag's mal so, die meisten Shitstorms auch abschliessend, die meisten Shitstorms, die passieren, zumindest in der Schweiz, sind so klein, also da soll man sich auch nicht so grosse Sorgen machen, dass da jetzt ein riesen, wie man es in Amerika nennt, so ein Backlash kommt, weil ich habe es jetzt noch bei keinem etablierten Künstler erlebt, dass jetzt irgendein Hate-Welle so gross ist, dass es wirklich etwas kann, also schädlich sein in dem Sinn. Aber du schreibst dann noch, wenn es mehr Follower hat, wird es anonymer und da kommt mehr Hate, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Und die Anonymität hilft natürlich auch, die füttert das halt leider auch ein bisschen. Aber es gibt natürlich auch wiederum Vorteile mit der Anonymität. Für die da jetzt neu zuschalten, wie ihr da schon gesehen, im Chat sind wir da recht aktiv, gehen wir ein bisschen auf Chatfragen oder Input ein zum Thema Artist-Musikhörer-Beziehung. Also so die direkte Beziehung von dir als Künstler oder Künstlerin zu deinen Musikhörer oder Musiksupporter. Was haltest, Colli fragt da noch, was haltest von dem sehr direkten Kontakt mit den Hörern, E-Mail-Letters, Discord, WhatsApp-Chats und so weiter. Bravo, Colli. Weil du mich jetzt gerade auf das bringst, oder als nächstes wäre ich auf das gekommen. Das ist super, wie der Colli das jetzt da schon interpretiert hat, weil es geht mir eher um das in der Episode und ich komme da jetzt langsam aber sicher zu dem.
Ich will da noch ein bisschen, nicht mega ausholen, aber ich will da nur schnell zurückführen zu dem, für die das jetzt zum ersten Mal sehen, das Thema, und sich noch nie mit dem befasst haben. Aber sehr gut, Kohli, mag ich sehr, dass du jetzt schon auf das gekommen bist. Das Ziel ist, dass wir irgendwann zu dem kommen, was der Kohli da schreibt, in etwa 10 Minuten. Aber wieso ich da jetzt so aushole mit dieser Historie und auch bewusst sagen, dass man das auch versteht, dass Künstler und Künstlerinnen die Gatekeeper sind zu diesen Endkonsumenten. Weil wenn man das einmal versteht und die Beziehung versteht, dass man am nächsten steht, traditionell gesehen und in der Geschichte der Musik, am nächsten steht zu den Musikfans und Musikhörern, kann man auch gewisse Macht aus dem schöpfen und muss sich auch nicht mehr so beirren lassen, sage ich mal, oder verunsichern lassen, dass jetzt irgendwie so placebo-mäßig, dass man das Gefühl hat, die Unternehmen kontrollieren all die Hörer und ich komme niemals an die Leute an, weil das ist faktisch, stimmt das einfach nicht. Die Unternehmen, wie gesagt, die meisten Brands und Unternehmen, und das gilt auch für die meisten Schweizer Medien da draussen, die müssen sehr viel Geld in die Hand nehmen, entweder über direkte Werbung an den Konsument oder ein Künstler oder Künstlerin dafür zahlen, dass sie ihr Produkt werben. Und ich rede da nicht von deiner eigenen Musiksingle, sondern von ihrer Plattform. Und wegen dem gibt's zum Beispiel auch Interviews. Wegen dem gibt's irgendwelche Features, Medienfeatures, weil halt die Medien, ganz einfach gesagt, darauf hoffen, dass du das nachher deinen Follower auch weiter posten tust auf Social Media. Und das ist die Währung, die du nachher hast. Wir kommen aber nachher noch dazu, wie du noch viel tiefer in das kannst reingehen, wie der Kohli das jetzt schon gesagt hat. Der The Freshman schreibt dann noch, ich glaube, wir haben ja auch einen anderen Bezug zu unseren als Damis. Entweder wirst du im Himmel gelobt oder bäst. Ja, ich verstehe, was du meinst, The Freshman. Es mag auch sein, dass es sowieso nicht ein gesunden Mittelmaß gibt. Dass halt entweder bist halt everybody's darling, sag ich mal, oder es interessiert einfach niemand. Ich würde nicht sagen, du wirst bäst, ist das Gegenteil davon, sondern es interessiert einfach sehr wenig bis gar keinen. Das Verhalten aber, Musikfanverhalten oder Musikhörerverhalten, ist nicht wirklich viel anders aus einer Musikmarketing-Perspektive als jetzt in Amerika oder in all den anderen Ländern. Also ein Musikhörer, Gianluca ist auch noch da, cool, dass er einschaltet, ein Musikhörer in Schweden, ein Musikhörer in Deutschland, rein vom Verständnis, wie er die Beziehung wird haben zu einem Künstler oder zu einer Künstlerin, ist nicht viel anders vom Verhalten wie jetzt da in der Schweiz. Man könnte einfach sagen, zum Beispiel, dass in der Schweiz die Musikhörer, wie wir es da im Thema haben, vielleicht eher ein bisschen konservativer sind. Und in Amerika im Vergleich ist halt alles so hoch auf Celebrities und so mega auf Popularität fixiert, dass dort halt so Personen so einen riesen Status können erlangen. Aber die Frage ist nachher auch, und zu dem kommen wir noch, schließt sich halt der Kreis wieder in dieser Episode, ja, man kann halt eine riesen Person sein, aber ist die Frage, ob halt deine Musik konsumiert wird. Weil am Ende vom Tag würde ich das wissen, ob halt deine Musik konsumiert wird. Weil dort ist ein Unterschied, ob du nachher 1000 Leute hast, die wirklich tatsächlich deine Musik konsumieren und dich feiern oder einfach nur dort sind, weil sie wegen dem Gimmick, wegen dem Celebrity-Status sozusagen. In dem Ganzen aber, zum nochmal schnell zurückzukommen, einfach das Verständnis, lasst euch dort bitte auch von niemandem sagen, dass irgendwelche Unternehmen oder Brands, sag ich mal, einen Vorteil haben gegenüber euch, wenn es jetzt darum geht, den Thomas von Hinterpfüpfungen können ansprechen, wo 16 ist und voll auf Musik steht. Oder die Laura von Umgebung Zürich, wo 22 ist und auch voll der Musikfan ist. Ihr versteht vielleicht, was ich meine, dass dort die Künstler und Künstlerinnen auch in der Schweiz das ist immer noch ihres Hoheitsgebiet, weil kein Konsumgut, sage ich jetzt einmal da draussen, kein Produkt kann organisch, also ohne dass man jetzt Geld muss investieren, total natürlich und organisch, kann es so viele Leute einfach auf eine natürliche Weise erreichen und die können dann einen Bezug zu dem aufbauen.
Coli schreibt dann noch, lass unbedingt auf YouTube bitte haben, mein Handy stirbt jetzt gerade. Alles cool, Coli, ich tu das nachher aufladen und werde dir gerne Bescheid geben. Das, für die das später nachher noch werden sehen, es wird natürlich einen Rip geben auf dem YouTube-Channel in ein paar Tagen dann. Gianluca schreibt dann noch, heutzutage musst du nicht unbedingt etwas können. Ja, das stimmt. Mag's sehr wohl sein, Gianluca, dass du nichts musst können zum Followers generieren. Um das soll es mir jetzt nicht so fest gehen, in dieser Folge. Ich habe jetzt einfach mehr das Verständnis und vielleicht noch schnell den Satz erwähnen. Ihr, oder die Künstler, die das interessiert, was ist überhaupt CRM und wie kann ich da stärkere Beziehung aufbauen zu meinen Hörern. Man muss einfach wirklich verstehen, ihr seid Gatekeepers zu den Endkonsumenten. Leute müssten durch euch durch, also durch Musikschaffende durch, um halt an die Endkonsumenten anzugehen. Mit dem Kontext auch, sage ich jetzt mal, versteht man auch vielleicht ein bisschen mehr, dass die 100 Musikhörer oder die 500 Musikhörer, Musikfollower, wo einem folgen und dich aktiv supporten, dass selbst 500 oder lass es halt 1000 sein für das Beispiel, selbst auch, dass die etwas sehr, sehr wertvoll sind, weil ich es immer noch ganz oft höre und ich wiederhole das, weil ich es ganz oft höre, dass man das als Künstler und Künstlerin da also viel selbstverständlich nimmt, dass man halt irgendwie so mit wenig Aufwand, sage ich jetzt mal, mit ein paar Fötterli, kommt man dann irgendwann auf 500 oder 1000 Follower und man nimmt das viel selbstverständlich an. Man erkennt irgendwie gar nicht, dass die 500 Follower, wie es der Coli halt nachher auch vorher gesagt hat, zu etwas viel Stärkerem und zu einer Grundbasis könnt führen, einen Boden für dich, wo dir vielleicht irgendwann niemand mehr wegnehmen kann. Gianluca schreibt da noch, wenn du gut verkaufst, wirst du gehypt. Ja, das stimmt, absolut. Glasiger Boy hat er noch, und das hat mit können zu tun. Facts. Facts, Word, Glasiger Boy. Das ist halt so. Man muss sich halt, schaut, es ist eine sehr, sehr gute Diskussion, wo ihr auch sehr gerne noch mehr Input könnt geben. Ich gehe auch nachher sehr gerne auf das ein. Es mag wirklich sein, es gibt auch Leute, die, keine Ahnung, auf TikTok Millionen von Followern haben, wo, wenn man mit mir darüber diskutieren, wo ich müsste sagen, die können eigentlich gar nichts, die haben gar kein Talent und haben einfach wegen der Personality die Follower. Aber es ist auch ein Skill dort dahinter, dass man sich halt gut verkaufen kann. Im Idealfall hat man wirklich etwas Stabiles, ein stabiles Talent oder ein stabiles Produkt, auch wenn das jetzt die Musik ist, wo man verkauft, und sich so auch gut kann verkaufen. In allem, was wir da bei dem Collab-Podcast besprechen, wenn es um so ein Musikbusiness-Thema geht, ist das Endfazit von allem immer als erstes die Musikqualität. Es gibt Strategien, wo es darum geht, dass du dich als Person grösser machen sollst, aber am Ende vom Tag zählt immer das Produkt und die Qualität von der Musik, weil nur so sollst du eigentlich die Leute anziehen, die wahrhaftig interessiert daran sind an dir. Aber eben dort, okay, mit dem Beispiel 500 oder 1000 Musikhörer, einfach ein bisschen verstehen, niemand ausser der Spieler, Musikschaffende oder Künstler kann die Nähe und den Bezug so gut aufbauen zu diesen Hörern, sage ich jetzt mal. In der gleichen Annahme, wenn man jetzt die Theorie weiterspinnt, umso stärker seine eigene Bindung ist, und da kommen wir jetzt zu dem, was der Coli vorher ein bisschen gesagt hat, zu dem, wenn deine Bindung, umso stärker natürlich deine Bindung zu dem Musikhörer ist, als Künstler oder Künstlerin, umso wertiger wird das Ganze auch für deine ganze Artist-Karriere. Weil wenn man in der Industrie, sage ich jetzt mal, oder professionell im Musikmarketing von Impact redet, oder von Künstlern und Künstlerinnen da draussen, die viel Konsum generieren, dann geht das meistens Hand in Hand mit der Fanbindung oder wie stark die Musikhörerbeziehung ist mit dir als Künstler. Und da gibt's mega Unterschied. Ihr müsst auch nicht denken, wie der Sie, der Freshman, das wahrscheinlich jetzt mit anderen Ländern schon verglichen hat, und vorher gesagt hat, aber auch unter den Schweizer Musikhörern, sage ich jetzt mal, und ihren Beziehungen zu den individuellen Künstlern gibt's sehr grosse Unterschiede. In der Bindung einfach, wie stark sie, sage ich jetzt mal, ihre Lieblingskünstler würden lieben. Und
die Liebe, wo wir da auch schon mal in anderen Episoden thematisiert haben, die wird dann schlussendlich auch ein bisschen zeigen, was für einen festen Eindruck oder einen Impact halt auf Englisch du überhaupt kannst ausrichten, da mit dem Konsum, wenn es jetzt darum gehen würde, dass du einen neuen Song hast und Leute entweder so tun, als würden sie sich abfeiern, halt eben mehr so die Person auf Social Media abfeiern, oder tatsächlich so einen guten Draht zu dir haben, einen direkten Draht, dass sie auch wirklich deine Musik schätzen und auch gut genug finden, dass sie das hören. Nur Liebe, genau. Der glasige Boy hat mich ein bisschen auf den Liebestrip jetzt gebracht. Für die nächsten paar Episoden, sage ich jetzt einmal. Durch das geile Thumbnail, das wir in dieser Episode hatten. In der letzten. Aber genau, was hat jetzt der Kohli vorher gemeint? Die Frage, was ich davon halte, zu einem direkten Draht, sei es durch WhatsApp, Discord, was es da für neue Technologien gibt, auch wenn jetzt WhatsApp ein bisschen älter ist, aber alles, was direkte Verteiler sind. Weil das gibt mir jetzt gerade so einen sehr schönen Übergang in das Thema, zum können den Elefant im Raum ansprechen, sage ich mal, und das wird wahrscheinlich auch ein schöner Clip, wo ich dann irgendwann mal einzeln auf YouTube tue, nämlich der ganz große Elefant im Raum, wo auch alle, sage ich mal, universal gesehen, alle Künstler da draussen kennen und auch Unternehmen sich bewusst über den Elefant sind, aber niemand das so gerne wird ansprechen, wenn es um deine Social Media Follower geht. Und das ist für Leute, die vielleicht das Gefühl haben, eben, ich bin da schon bei 1000, 2000, 3000 oder lass es 5000 Follower sein und die Episode irgendwann sehen. Und wenn ich jetzt von direktem Draht rede, wie es der Kohli da auch vorher gesagt hat, wenn ich persönlich mit meinem Wissen, wo ich kann, von direktem Draht rede ich nicht zwingend von Social Media. Das dürfen wir halt nicht falsch verstehen, weil der Elefant im Raum, wie ich es vorher gesagt habe, ist, dass wenn man das völlig nüchtern würde betrachten, also total trocken und nüchtern, und die Illusion und die Fantasie mit der Cloud einfach mal wegnehmen, wenn man das wirklich nüchtern betrachtet, dann sind die Follower, die du als Künstler und Künstlerin aufbaust auf diesen Social Media Plattformen, die gehören nicht dir, sondern diesen Plattformen. Das heisst jetzt nicht, dass du das nicht machen sollst, dass du die Social Media Plattformen nicht bewirtschaften sollst. Aber was meine ich jetzt mit denen, die Follower gehören ihnen und nicht dir? Ganz einfach, oder ja, am banalsten, am einfachsten, am simpelsten ausgedrückt, ich sehe das mit Social Media, und Leute, die so ein bisschen Musikmarketing verstehen, sehen das mit Social Media eher als indirekten Kommunikationsweg. Darum, der Kohli und vielleicht ein paar andere haben dort schon ein bisschen studiert, wenn es um das geht, oder man hat selber ein bisschen gemerkt, wieso nenne ich das jetzt einen indirekten Kommunikationsweg? Die Social Media Plattformen, die meisten, wenn nicht alle, die es jetzt gerade da draussen gibt aktuell, und das würde in der Zukunft wahrscheinlich auch so sein, die geben dir meistens nur ein bisschen eine Illusion, dass du wirklich einen direkten Draht hast zu deinen Leuten. Weil die meisten Follower, ich sag's mal so, ein direkter Draht wäre, dass du eine Telefonnummer oder ein E-Mail oder wie der Kohli das vorher gesagt hat, einen WhatsApp-Verteiler hättest, wo du die Leute direkt kannst ansprechen. Etwas, wo dir niemand wegnehmen kann. Wieso habe ich jetzt vorher gesagt, die Follower gehören diesen Plattformen und nicht dir? Weil die Zahl dort, egal ob das 5000 sind oder 1000, es kann einmal passieren, dass die Plattform den Algorithmus ändern tut oder die Technik dort dahinter, und vielleicht tust du von diesen 1000 Follower nur noch 20% ansprechen oder erreichst du nur noch 20% organisch. Und für den Rest musst du vielleicht zahlen. Mit irgendwelchen Ads oder irgendwelchen Werbesystemen, die nachher plötzlich einführen. Und wenn das für Leute, wenn ich das jetzt so sage, bekannt vorkommt, dann ist das nur aus dem einzigen Grund, weil das schon alles passiert ist auf diesen Social Media Plattformen. Und die dir halt einen sehr guten Job machen, in dem dir halt das Gefühl zu geben, dass du mit deinen Leuten direkt connected bist. Aber einen wahren, direkten Draht
kannst du eigentlich, auf das kannst du erst hinschaffen, wenn du jetzt gewillt wärst, und nachher kommen wir noch ein bisschen tiefer in das rein. Aber dort habe ich den Sprung jetzt machen, einen direkten Draht zu diesen Die Hard Supporter, zu deinen wahren Musikhörer, die dich schätzen und lieben, kannst du eigentlich erst machen, wenn du sie theoretisch gesehen aus diesen Plattformen rausnimmst und irgendwie koordinieren oder organisieren kannst in deinen eigenen Verteilerlisten. Ich gehe nachher noch ein bisschen weiter auf das ein, aber ich will da noch schnell schauen. Das ist schön, ja, Glasgow, kein Problem. Der Freshman schreibt da noch, geht ja sehr um Identifikation. Siehe X, Mac Miller, Tyler, Travis. Absolut, der Freshman. Und dass da auch viele Künstler, und das ist in der Schweiz auch so, teilweise, sag ich mal, eine andere Macht dahinter ist bei gewissen Künstlern als im Vergleich wie bei anderen. Wenn man das jetzt merkt mit einem X, einfach eine kurze Anekdote dort. Ich habe das auch gar nie gern gehabt, dass Leute, nachdem er gestorben ist, leider, behauptet haben, ja, all die Songs sind explodiert, erst nach seinem Tod. Also die Leute, die ihn wirklich verfolgt haben, verstehen auch, und wo die History ein bisschen kennen, verstehen auch, dass Sad und gewisse Songs dort schon riesig gewesen sind vor seinem Tod. Und er halt eben, genauso wie der Freshman das ein bisschen erwähnt hat, ein bisschen eine andere Beziehung gehabt hat zu seinen Musikhörern, wo das halt alles erschaffen hat. Und nicht jeder hat das. Das ist auf jeden Fall so. Um aber auf den Elefant im Raum zurückzukommen, weil das wirklich, ich behaupte es ja ab und zu, ja, das ist wichtig, was wir da diskutieren. Aber das ist wirklich ein wichtiger Grundsatz, wo man ein bisschen muss verstehen, wo auch der Kohli jetzt da mir vorweggenommen hat, dass denkt halt nicht abschliessend, Social Media ist ein direkter Draht. Lasst euch dort nie verwirren, Social Media, all die Social Media Plattformen ist immer ein indirekter Kommunikationsweg. Es ist nicht ein direkter Kommunikationsweg. Ein direkter Kommunikationsweg wäre jetzt, wenn du, und auf die Beispiele würde ich jetzt noch kommen, weil das könnte jetzt ein bisschen kryptisch noch tönen, wenn mich halt Künstler fragen, hey Alex, wenn ich so beratend unterwegs bin und sie mir fragen, hey, was könnte ich noch machen mit meinen 1000 Follower, die ich da habe? Ich halt da Leute, die halt mich supporten wollen. Gewisse Leute folgen mir vielleicht einfach nur so. Und jetzt, wie kann man dort direkter mit diesen Leuten schwätzen? Und dort geht es jetzt wirklich darum, wie fest man gewillt ist, sage ich jetzt mal. Und dort scheidet sich ein bisschen die Strategie, die Qualität von den meisten Künstlerstrategien, ob du halt eher der Type von Künstler willst sein, wo halt gewillt ist, dort eine Zeitinvestition zu machen und die Follower, die man hat, auch könnte Die Hard Supporter oder wirklich richtige Unterstützer verwandeln. Und wieso mache ich dort die Unterscheidung? Weil die meisten Leute da draussen, sage ich jetzt mal, wenn ich einen Aufruf starte oder mit diesen Künstlern da draussen in der Schweiz reden, die können mir alle 1000 Follower zeigen auf ihren Social Media Kanal. Das ist relativ einfach. Aber wenn ich dann fragen, nachdem sie mir die 1000 Follower zeigen, okay, zeig mir eine Liste von 1000 E-Mail-Kontakten, die du hast. Hast du die 1000 Follower, die dort in deinem Phone sind, auf dieser Social Media Plattform, hast du die auch in Listenform und hast du von denen ihre Namen oder ihre E-Mail oder ihre Telefonnummer sogar, was jetzt noch privater wäre. Aber dort gibt es natürlich auch gewisse Konsumenten, Datenschutzregeln, sage ich jetzt einmal, weil das auch noch wichtig ist, zu unterscheiden, wenn ich so von so Verteilerlisten rede ich da jetzt nicht davon, hol dir jetzt irgendwelche E-Mails von irgendwelchen Leuten, die deine Musik nicht interessiert und spam sie zu mit deiner Musik. Von dem wirklich nicht falsch verstehen, das meine ich nicht mit eure Beziehung zu euren Musikhörern verstärken mit Verteilerlisten. Ich rede von diesen Leuten, von diesen 1000 Follower, die man jetzt hätte auf Social Media als Beispiel, von diesen 1000 Follower kann es sehr gut möglich sein, dass vielleicht, nehmen wir 50% weg, wo nur dort sind, einfach wegen dem Grundrauschen und eigentlich nicht deine Musik irgendwie Tag ein, Tag aus hören, dann hast du noch 500 Leute und von diesen 500 Leuten, sagen wir 100 von denen, wären vielleicht daran interessiert, einen näheren Bezug zu dir aufzubauen. So die 100 Die Hard
Supporter, nennen wir sie jetzt einfach mal, die Die Hard Fans. Und die 100, dort wäre es jetzt eine Überlegung wert, dass man sagt, man macht sich die Mühe und erfindet eine Strategie, dass man die 100 vielleicht in einen eigenen Verteiler tut, die fragen wird über DMs halt, ganz normal, wie man sie halt jetzt könnte erreichen über die Social Media Plattformen, fragen würde, hey, schau, man macht da einen eigenen Verteiler, ob man nicht Interesse hätte, dem Verteiler hinzugefügt zu werden, sofern halt der Musikhörer oder der Musikfan auch Interesse dafür hat. Und ihr seht jetzt, wo die Schnittstelle auch tatsächlich dann entsteht mit dem direkten Kommunikationsweg. Weil alles bis dort an, wenn du das jetzt wirklich nicht, wenn du jetzt nicht wüsstest, wer das ist, und eine E-Mail, mindestens eine E-Mail-Adresse, sage ich mal, und vielleicht halt eben eher eine WhatsApp-Nummer im besten Fall, wenn jetzt die Leute gewillt sind, die auch anzugeben, so nicht jetzt, ich rede jetzt wirklich nicht von irgendwelchen Scam-Taktiken, um da irgendwie an E-Mails oder Kontakt oder so anzukommen. Ich rede von professionell geführten Fanverteilern, von Leuten, die auch tatsächlich auf die Verteiler landen wollen, weil sie Interesse an deiner Musik haben. Aber das dann wiederum, die 100 dort zu identifizieren, das ist schon schwieriger. Weil, seht ihr, was ich meine? Jeder kann mir schnell 1000 Follower zeigen auf Instagram. Oder welche Plattform ihr auch immer verwendet jetzt. Da gibt's ja ein paar verschiedene. Nicht jeder allerdings kann mir 1000 Leute zeigen, wo er in einer Excel-Liste hat, er oder sie, haben sie in einer Excel-Liste und ihr wisst, wer die Person ist, vielleicht welche Songs sie geil findet von dir und so weiter und so fort. Und dort unterscheidet sich halt ein bisschen die Qualität, weil so ein direkter Draht, und das soll es vielleicht auch ein bisschen, wir besprechen da natürlich ein bisschen die Basics, aber so ein direkter Draht und so Verteilerlisten, das empfehle ich auch ganz oft vielen Künstlern da draussen oder den meisten Künstlern, die mich fragen, weil der direkte Draht kann dir am Ende vom Tag den Boden, wo du dort erschaffst, kann dir auch niemand wegnehmen. Es kann auch kein Algorithmuswechsel oder Technikwechsel kann dir das plötzlich nachher wegnehmen und du hast nachher von diesen 1000 Follower zählen nachher nur noch 200 Follower in Realität. Das kann dir auch niemand wegnehmen. Und eigentlich im Idealfall, sage ich jetzt mal, um das geht's auch ein bisschen bei CRM, für die am Anfang noch nicht dazugeschaltet haben, googelt mal den Begriff CRM oder Customer Relationship Management. Um das geht's schlussendlich bei dieser Bindung. Man nennt es halt langweilig gesagt Kundenbindung, aber es ist genau das Gleiche, wenn man jetzt davor redet, Artist- und Musikhörerbeziehung oder Bindung, dass es dort darum geht, herauszufinden, okay, von diesen 1000 Leuten oder von diesen 500 Leuten, die man auf der Social Media Plattform hat, gibt's da vielleicht, lass es 50 sein oder 20, wo vielleicht in einen näheren Verteiler wohnen, in die Nähe zu dir. Und ich sage das jetzt natürlich auch nicht so, dass man das einfach machen soll, einfach zum es gemacht haben, sondern man muss auch gewillt sein, sage ich mal, der Verteiler oder die Beziehung, die nähere Beziehung, die direkte Kommunikation, nachher sich auch regelmäßig Zeit nehmen dafür, weil es scheitert bei den meisten, sage ich mal, an dem, dass es recht geil tönt für die meisten Künstler da draussen oder Musikschaffenden. Okay, easy, ich mache da einen Fanverteiler und dann mache ich eine Gruppe. Aber viele beachten dort nicht, dass es ein rechter Arbeitsaufwand ist, die Gruppe auch die ganze Zeit zu bewirtschaften und regelmäßig updaten und denen auch einen Mehrwert zu geben. Weil zu dem kommen wir jetzt auch noch. Wenn man jetzt so einen Verteiler machen will, was ich jedem da draussen kann empfehlen, wenn man jetzt seine Supporter, seine Unterstützer hat und ihr so einen Verteiler starten für euch selber, egal ob über WhatsApp, Discord, wie der Colli das auch schon gesagt hat, oder gewissen anderen Kommunikationsmittel, E-Mail, einfach wenn man jetzt einen Newsletter hätte zum Beispiel, über seine Website, oder wenn man jetzt eine eigene E-Mail-Adresse würde dafür aufmachen, egal wie man das jetzt macht, man muss einfach realisieren, dass die Leute, die Gruppe, die sich nachher dort könnte aufbauen, dass man das auch eben mit in einem professionellen Grad muss machen und vor allem aber die Verteilerliste auch ja regelmäßig und
regelmäßig warten müsste, bewirtschaften müsste, aber diesen Leuten auch wie so einen Mehrwert, einen exklusiven Mehrwert geben, wo sie auch nur dort bekommen. Weil wenn ich jetzt Fan bin von deiner Musik, sage ich jetzt mal, für die da zuschauen und selber irgendwie interessiert an dem Thema sind, ich bin jetzt von Konsumentensicht und du sagst mir, okay, ja, es gibt da irgendeinen speziellen Verteiler, den du aufbaust, irgendeine Community, eigene Community, und das ist eher so ein bisschen exklusiver Shit, zum dort reinkommen, wäre ich vielleicht schon gewillt, dort dabei zu sein, aber ich würde auch wissen, was habe ich davon, was ist mein Mehrwert? Und dort ist halt die Kreativität, sage ich mal, von der Musikschaffenden, ist dort keine Grenze gelegt, dass jetzt davon irgendwelche Exclusive Preview Songs bis hin zu Merch oder Sonderverkauf oder Meet and Greets, Tickets, wo du dort exklusiv vorher würdest bekommen, Updates, irgendwelche spezielle Fansongs, dass man dort natürlich alles umspinnen kann in dem Verteilen, in diesen Verteiler oder in diesen Gruppen, in diesen privaten Gruppen, wo man macht. Es soll aber nicht so etwas sein, wo du jetzt einfach Leute in irgendwelche Community-Gruppen willst locken, in private Verteiler und ihnen auch nicht wirklich einen Mehrwert oder einen Value, nennt man das so ein bisschen im Musikmarketing-Sinn, dass du ihnen nicht einen zusätzlichen Value gibst für das. Das bedeutet jetzt nicht, dass du die bestechen musst, weil du willst vor allem ja Leute da drinnen haben, wo auch natürlich dir folgen wollen, sage ich jetzt mal. Aber so eine Gruppe von 50 bis 100 Leuten, so eine Verteilergruppe, kann eine rechte Macht sein. Weil, wie gesagt, wie wir es am Anfang mit diesen Unternehmen gesagt haben, irgendein Unternehmen würde viel Geld zahlen, um an die 100 Die-Hard-Leute anzukommen, wo du vielleicht nachher mit denen zusammen koordinieren kannst, dass man halt irgendwelche Aktivitäten zu deinen Songs macht oder irgendwie irgendetwas auslöst, einen Impact auslöst. Und Unternehmen kommen nur an die Leute an, wenn die würden Werbung zahlen oder wenn sie sogar eines Tages vielleicht würden sagen, hey, schau, wir wollen unser Produkt über dich bewerben. Und anstatt dass du nur ein paar Posts machst auf deinem Social Media Verteiler, machst du auf deinem eigenen Die Hard Support Verteiler, machst dann auch noch gewisse Posts. Und dort werden wir dann so ein bisschen verstehen, dass der Verteiler an sich, wenn man den ernsthaft, wenn man mit einer gewissen Ernsthaftigkeit an das angeht und den professionell pflegen und auch will, dass der wächst und der wird auch mit der Zeit irgendwann, auch wenn das 5 Leute, die amigs dazukommen pro Monat, aber irgendwann wird er dann bei 100 sein, bei 200 Leuten, bei 300 Leuten, dass hinter diesen 300 Leuten, hinter dieser Gruppierung, sage ich mal, dass dort eine recht grosse Macht dahinter kann sein und sozusagen wie so deine persönliche Währung darstellt als Künstler oder Künstlerin. Weil, wie gesagt, in Zeiten, wo 1000 Follower auf Social Media Plattformen einfach nicht mehr so viel Wert haben, weil die Social Media Plattform von heute auf morgen beschließen kann, dass sie den Algorithmus switcht, boom, und jetzt erreichst du nicht mehr so viele Leute und darfst du uns schön Geld zahlen, dass du deine Werbung kannst schalten bei uns. In diesen Zeiten ist ein direkter Draht zu 300, 400, 500 Leuten in einer eigenen Liste kann eine sehr, sehr starke Währung darstellen für dich als Künstler. Also eine persönliche Währung, sowieso deinen eigenen Schatz, wo man auch wahren kann und wo man auch nutzen kann vielleicht. Sofern halt die Community dort mitspielt und auch Bock auf das hat. Weil international einfach so als Beispiel, dass ihr das ein bisschen versteht, all die grossen Bands, die ihr kennt, oder Künstler da draussen, die meisten von denen haben irgendein CRM-Programm im Hintergrund. Also nicht das Programm im Sinn von einer Software, aber die meisten machen sich die Überlegungen, dass sie Fangruppen haben im Hintergrund, wo nur sie den direkten Draht zu denen haben. Und es wird dann auch ein bisschen wichtig zu verstehen natürlich, dass man den Verteiler vielleicht nicht unbedingt jedem von diesen Unternehmen sollte schenken. Also es schon gar nicht schenken, sowieso nie. Aber man kann halt dann selber entscheiden, was man mit dem Boden kann machen oder soll machen. Und ich erwähne das auch mit diesen persönlichen Verteilern, sage ich jetzt mal, oder mit einem direkteren Draht, weil sobald man
der indirekte Kommunikationsweg versteht, wo die Social Media Plattformen tatsächlich haben. Und dir eigentlich nur so ein bisschen vorgaukelt, dass du wirklich direkten Draht hast. Sobald man das Konzept ein bisschen besser versteht, wird man auch schnell realisieren, dass man natürlich dort auch mitspielen muss. In anderen Episoden sage ich ja auch, dass deine Social Media Kanäle natürlich auch wachsen müssen, zusammen mit dem Streaming-Konsum, sage ich jetzt mal mit dem Musikkonsum. Im Idealfall füttert sich das gegenseitig. Aber ich habe es auch schon bei Accounts erlebt, bei Social Media Accounts, wo im Millionenbereich Follower haben und wo da plötzlich wirklich von einer Woche auf die andere irgendeine Mechanik, ein Algorithmuswechsel gegeben hat bei dieser Plattform, weil halt Gründer oder Programmierer dort im Hintergrund entschieden haben, wir wollen das jetzt nicht mehr so machen, das Puzzleteil tun wir jetzt da an, dass nachher plötzlich die Millionen von Follower nicht mehr so viel wert gewesen sind, wie sie das auch schon gewesen sind. Oder du plötzlich halt dann merkst, allgemein im Post, was ja viele da auch merken, für die Episode halt dann werden später sehen, allgemein im Post erreicht nicht alle, die dort oben als Follower-Anzahl stehen. Und das kann man halt wie so nicht wirklich fest kontrollieren, weil was mit dieser Plattform passiert, ausser man ist halt einer von diesen Gründern oder hat halt investiert in die Plattformen, kannst du das wie so nicht mitgestalten, was mit diesen Social-Media-Plattformen passiert. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Streaming-Anbieter. Dort müsst ihr auch sehen, ich nehme lieber 500, ich habe lieber zu 500 Leuten direkten Draht, wirklich, ich kann denen wortwörtlich anrufen oder ein E-Mail schicken, wenn ich es wählen, anstatt 500 oder 1000 oder lass es 5000 Follower sein auf einer Plattform, wo ich einfach die Zahl sehe, aber die gar nicht richtig kann anschreiben. Weil auf den Streaming-Plattformen passiert das natürlich oftmals auch, dass die Interaktionsmöglichkeit zwischen dir, also die Beziehung zwischen dir und dem Musikhörer, wird teilweise limitiert. Und die wird halt bewusst limitiert nach Design. Weil ich kann mich auch noch schon an eine Zeit erinnern, im 2015, 2016, wenn ihr euch vorstellen, wo YouTube noch die Funktion hat, dass du jedem von deinen Subscriber, jedem von deinen Abonnenten hast eine Nachricht schicken. Egal was, irgendeine Nachricht hast können schicken. Und die Funktion haben sie irgendwann einmal weggenommen. Im 2017 oder 2018. Ich müsste jetzt zurückgehen, schauen, wann das passiert ist. Aber ihr versteht jetzt ein bisschen, was ich vielleicht meine damit, dass so eine Funktion, die vorher extrem mächtig kann sein für den Künstler oder Künstlerin, nachher plötzlich weggenommen wird und nachher wird irgendetwas anderes eingeführt, wo man vielleicht halb geil findet, je nachdem, vielleicht kommt auch eine geilere Funktion. Aber das ist so eine Funktion gewesen, die jetzt mega viele Leute auf YouTube vermissen. Und die ist jetzt halt einfach weg. Und dann ist plötzlich, steht man da mit 2 Millionen Subscriber, wo man gar nicht mehr richtig anschreiben kann selber. Also versteht dort ein bisschen abschliessend für die letzten 5 Minuten, für die jetzt die Episode da interessiert oder auch später das werden sehen, versteht dort einfach ein bisschen den Unterschied zwischen, okay, ich habe jetzt den X Follower, habe ich jetzt wirklich einen direkten Draht zu denen, einen direkten Kommunikationsweg, oder ist das ein indirekter Kommunikationsweg und es ist nur so ein bisschen Illusion da, dass ich wirklich einen direkten Draht zu denen habe. Weil für die Leute, für die Kontakte, sage ich mal, muss man auch kämpfen. Weil wenn es einem wichtig ist, dass man noch irgendwann einen Boden hat und halt da bleibt und weiterhin existiert, sage ich jetzt mal, dann muss man halt auch die Kontakte oder halt seine Unterstützer, seine Musikunterstützer, seine Musikfans auch können die Beziehungen pflegen und sich auch die Zeit nehmen. Darum würde ich auch jedem empfehlen, man kann das natürlich noch ein bisschen ewig weiterspinnen, dass er so einen Verteiler auch euch überlegt, das selber mal in die Hand zu nehmen und dort wirklich auch transparent sind. Das ist natürlich auch wichtig, dass ihr dort ehrlich und transparent mit dem umgeht und die Leute, die dort in so einen Verteiler tun, dass ihr die auch wirklich wissen lasst, was sie dort zu erwarten hat, weil niemand wird da irgendwie ein random Verteiler genommen wird, ohne dass er gefragt worden ist oder ohne dass er eingewilligt hat zu dem. Darum macht das immer mit der Ehrlichkeit und mit der Transparenz für die das interessiert und einfach
dass er die Leute, die wirklich gewillt sind, euch zu unterstützen, dass er das nicht als Selbstverständlichkeit annimmt. Ich weiss, das klingt ein bisschen cheesy, ich weiss, das klingt ein bisschen Ding so, in Zeiten, wo du halt relativ schnell so Follower kannst aufbauen, soll das aber wirklich nicht als etwas Selbstverständliches angeschaut werden. Weil so ein Verteiler, so ein eigener Verteiler, sage ich mal, so eine eigene Community, wo man jetzt aufbaut, zu denen man direkt sprechen kann, ist ein viel wertvollerer Boden für mich, als ob das jetzt eben 500, 200 Leute sind, als 10.000 Follower auf irgendeiner Plattform, wo ich gar niemand mehr von denen erreichen kann, richtig, und das einfach nur eine schöne Zahl ist, die einfach extrem gross aussieht, die Zahl. Aber was steckt eigentlich effektiv dahinter? Welche Leute hören da tatsächlich zu? Es gibt dann natürlich ein paar andere Episoden dazu, die dort ein bisschen tiefer in das hineingehen. Die Episode hat so ein bisschen Synergien mit den Promo-Episoden, die ich schon gemacht habe, mit gewissen anderen Episoden, wo es um organischen Konsum geht und wie man sich selber aufbaut als Künstler. Aber ich habe wie so ein bisschen das Thema anschneiden, um das ein bisschen bewusster den Leuten zu machen, die da jetzt live zugeschaut haben. Vielen Dank für die da ein bisschen Input gegeben haben in den Chat. Und für all die das später werden sehen vom YouTube-Channel. Vergessen nicht, für die das bis ans Ende des Videos jetzt geschafft haben, danke vielmals, dass ihr euch amigs die Zeit nehmt. Vergessen nicht auch rein auf der Startseite von YouTube auf dem Channel anschauen, was es sonst noch für andere Themen gibt. Da gibt es ja ganz viele andere Themen, und wenn euch jetzt da die Episode nur so ein bisschen halb interessiert haben, könnt ab und zu auch in die Video-Description schauen, weil ich dort ganz viele Informationen dazu habe, oder für die weniger Zeit haben, sage ich mal, nehme ich mir dort auch mache ich mir dort auch die Mühe, dass ich Timecodes rein tun und gewisse Themen highlighten tun, dass man gerade zu dem Thema kann springen in dieser einstündigen Folge, die einen würde interessieren. Und danke für die sonst jetzt auch dem YouTube-Kanal irgendwie folgen, abonnieren, oder ab und zu auf Social Media mir dazu schauen, bei dem Livestream. Und ja, erzählt so einen Leuten weiter. Für die Musikbusiness interessiert, hoffentlich sind das ein bisschen geile Lektionen da dahinter, oder geben euch ein bisschen Inspiration, was man alles noch machen kann. Das Thema da unten wird sicher noch in einem Part 2 irgendwann geben, wenn ich ein bisschen tiefer in das hineingehe, wie man vielleicht so Verteilerlisten am besten organisieren kann und koordinieren kann, sage ich jetzt mal, was es da sonst noch irgendwie für Möglichkeiten gibt. Aber ich habe mehr so jetzt die Grundlagen, die Basics so ein bisschen aufzeigen. Und ich glaube, das wär's für die da jetzt noch zuschauen. Ich weiß jetzt nicht, wer da noch alles drinnen ist. Finde ich geil, dass ihr live dabei gewesen sind. Und die das später werden sehen, finde ich auch super. Erzählt es weiter, dass es einen YouTube-Channel gibt, wenn ihr Musikschaffende kennt und da jetzt vielleicht eher privat zuschaut und gar nicht mit Musik am Hut habt. Simple ist da am Winken. Ich kann leider nicht zurückwinken. Es gibt so eine Funktion auf Instagram, dass ich Leute zurückwinken kann. Aber ich würde sagen, wir sehen uns entweder am nächsten Mittwoch oder auf dem YouTube-Channel, je nachdem, ob ihr dort ein bisschen reinzappen wollt. Von dem her, tschüss zusammen und noch einen schönen Abend, würde ich euch wünschen.